Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Johanna Grubelnick und das ist Matthias de Monte. Was ist Identität? Wie sehr hängt Identität mit Sprache zusammen und wie sehr definieren wir uns über unsere Sprache? Das sind die Fragen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler unserer Klasse auseinandergesetzt haben. Wir haben uns dazu entschieden, die Antwortsuche filmisch darzustellen. Bei den Dreharbeiten zu unserem Video bemerkten wir rasch, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema immer neue Fragen aufwirft, die wir in einer großen Frage zusammengefasst haben. Diese Frage ist auch der Titel unseres Filmes: Wer bin ich? Kto sam jaz? Nun sehen Sie, ob die Beantwortung dieser Frage uns gelungen ist. Gibt man den Begriff Identität auf Google ein, bekommt man als erstes Ergebnis die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Das ist zunächst etwas trocken, weil Identität ist so viel mehr als das. Für die einen ist das Herkunftsland wichtiger Bestandteil ihrer Identität, für die anderen ist es der Sport, den sie machen und für wieder andere ist es auch ganz einfach die Kleidung, die sie tragen. Jeder Mensch ist einzigartig und so auch seine oder ihre Auffassung der eigenen Identität. Also hören wir uns doch einmal an, was Identität für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule bedeutet. Also ich habe Identität noch nie im Zusammenhang mit der Sprache gestellt. Daheim spreche ich Thailändisch und Deutsch, obwohl ich besser in Deutsch bin, aber mit der Mama ist es eigentlich so, dass ich die Sprache vermische und das in einem Satz mehrmals wechseln kennt. Und ja, in der Schule ist es eigentlich nur Deutsch und ich sehe mich eigentlich eher als Österreicher, weil ich bin da aufgewachsen und da geboren und da fühle ich mich auch daheim. Meine Sprache ist die Musik. Ich mache Identität nicht an der Sprache fest. Ja, für mich gibt es da auch viel Wichtigeres. Wie zum Beispiel? Sport. Aber das Wichtigste ist natürlich nicht, welche Sprache man spricht. Sondern dass man sich versteht. Salut, mă cheamă Antonio și m-am născut în România, mai aproape în Cristur și eu, în județul Bistrița Năsăud. Am 16 ani și sunt aici de când am 2 ani. Woher kommst du eigentlich? Aus Rumänien, mein Dorf heißt Cristur și eu, das ist im Bezirk Bistrița Năsăud. Seit wann lebst du in Österreich? Seit ich 2 Jahre alt bin. Und was wird bei dir für eine Sprache zu Hause gesprochen? Daheim wird eigentlich nur Rumänisch geredet, außer mit meiner Schwester, da tue ich mischen. Da frage ich zum Beispiel, wie geht's dir? Sagt sie Bine, das heißt gut auf Rumänisch. Und in welcher Sprache denkst du und träumst du? Träumen ist unterschiedlich. Wenn ich einmal irgendwie einen rumänischen Traum habe, dass ich in Rumänien bin, ist es halt Rumänisch. Und sonst meistens immer auf Deutsch. Siehst du die deswegen eher als Rumänen an oder auch teilweise als Österreicher? Ich weiß nicht, vom Äußerlichen her schaue ich ja eher aus wie ein Rumäne, aber es wird halt immer mehr Österreicher, weil ich immer länger da bin und immer weniger mit Rumänien zu tun habe. Und das finde ich ein bisschen schade. Ime je Jana Petschnik, živim v Plivorku in jaz sem koroška Slovenca. Für mich war eigentlich nie so, dass ich mich entscheiden hätte können, was meine wichtigere Sprache ist, weil es da, wo ich herkomme, eigentlich nichts Untypisches ist, dass man Slowenisch und Deutsch daheim redet. Und ich merke schon, dass wenn ich viel in der Schule bin, dann schon eher auf Deutsch denke. Aber wenn ich jetzt viel Zeit daheim verbringe, dann auch eher mehr Slowenisch. Also es kommt drauf an. Wir sehen also, dass Identität sehr vielschichtig sein kann und für jedes Individuum etwas anderes bedeutet. Doch dürfen wir über unsere Individualität hinweg nicht vergessen, dass wir auch alle zusammengehören, ob als EuropäerInnen, als BürgerInnen dieser Erde oder auch einfach als Menschen. Unsere Unterschiede sollen kein Nährboden für Feindseligkeit und Hass sein, sondern für Kommunikation und Akzeptanz. Lasst uns voneinander lernen, um ein gutes Miteinander voll kultureller Vielfalt zu schaffen. Gemeinsam. Super!